Grüß euch, der Vater ist da. Wir befinden uns nämlich wieder in meiner Küche. Ich begrüße euch nämlich herzlich heute zur ersten Folge von Mach was Sinnvolles, Essbares mit Euter. Und weil ich nicht gewusst habe, mit was ich anfange, fange ich einfach einmal mit Ingwerbier an. Das ist eigentlich mehr Limonade und deswegen habe ich mir gedacht, das ist irgendwas, das kann ich mal selber machen. So. Zum selber machen von Ingwerbier brauchen wir ein paar verschiedene Zutaten. Und dafür switchen wir schnell um. So, folgendes Werkzeug brauchen wir, um Ingwerbier zu machen. Und natürlich folgende Zutaten. Wir brauchen ein Messer, wir brauchen einen kleinen Löffel, einen großen Löffel. Wir brauchen eine Küchenreibe, Käsereibe, wie auch immer das betiteln soll. Ihr braucht mindestens eine Bügelflasche in groß, am besten sauber ausgewaschen und desinfiziert. Wir brauchen einen Sieb und wir brauchen mindestens einen Topf. Dazu kommen wir dann gleich. Zu den Zutaten: wir brauchen Ingwer, wir brauchen Trockenhefe, wir brauchen Zitrone und wir brauchen Rohrzucker. Eigentlich klingt es ganz einfach, aber Wasser brauchen wir auch noch, genau. Anfangen werden wir damit, dass wir uns ein Stück Ingwer abschneiden und dann schälen wir den Ingwer. Wie schält man Ingwer sinnvoll? Ich persönlich mache es mit einem kleinen Löffel und dann wird einfach so drüber gezogen, na, dass das Ganze auch sauber wird. So. Schön komplette Schale runter. So. Ich persönlich stehe total auf Ingwer. Ingwer ist ein äußerst gesundes. Was ist denn das? Ist das ein Gemüse? Ich glaube ein Gemüse. Und ich persönlich esse ja auch gern scharf, deswegen ist der Ingwer mir immer sehr entgegengekommen. So, dann haben wir gleich ein Stück Ingwer. Dieses Stück, das Zeug, was wir da gerade abgeschält haben, schmeißen wir weg. Schritt Nummer 2. Wir nehmen die Raspel und dann machen wir den Ingwer klein. Je mehr Ingwer man nimmt, desto kräftiger natürlich auch der Ingwergeschmack. So, haben wir den Ingwer klein geraspelt, muss man in den Topf schmeißen. Dazu benötigen wir noch einen Messbecher. Wir brauchen nämlich 60 ml Wasser. 60 ml Wasser sind wirklich nicht viel. War's schon. Zu den 60 ml Wassern packen wir jetzt den Ingwer, den geraspelten Ingwer mit hinein. Natürlich brauchen wir auch noch eine Waage und eine Schüssel zum Abwiegen der Zutaten. Ich bin manchmal so intelligent. Wir brauchen noch 110 Gramm Rohrzucker. Wer ein bisschen süßer sind 115 Gramm. Die kommen zum Topf dazu. Also in den Topf dazu. So. Bei mittlerer Hitze jetzt das Ganze so lange erhitzen und hin und wieder rumrühren, bis der Zucker verschwunden ist. Das merkt an der Konsistenz. Das Ganze vorerst wird jetzt erst einmal ein Ingwer-Sirup, den wir danach in die restlichen Zutaten fürs Bier geben. Aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Wir lassen den jetzt kurz aufkochen und danach darf er eine Stunde lang ziehen.
Jetzt haben wir den Herd ausgeschaltet, jetzt lassen wir es eine Stunde lang stehen. Eine Stunde. Ja, das heißt, wir nehmen unsere Eieruhr und stellen die auf eine Stunde, die Eieruhr. Ist wichtig. So, jetzt ist soweit, jetzt werden wir es dann noch abseihen durch einen Sieb. Den haben wir da. Den wir das jetzt gleich da in Flaschen rein. Genau. Dann haben wir da jetzt das da. Und da werden wir jetzt den Sirup durchlaufen lassen. Und dann noch schön die Scheiße ausdrücken. Ihr seht, so viel ist gar nicht. Ja, man kann es da, ja, man sieht es nicht richtig. Ist gar nicht so viel, aber wir wollen ja auch keine Unmengen Bier machen. Hoppala, Bäuerchen gemacht. Dieser, naja, Ingwer-Zuckersatz, den wir da jetzt haben. Nicht wegwerfen. Jetzt kommen wir zum großen Geheimnis. Wir nehmen jetzt die Trockenhefe, machen das so Backel auf. Und dann tatsächlich nehmen wir brutal viel. Und zwar 1,5 Prisen, damit ihr mal seht, wie viel das ist. Da im Eck. Da liegt's. Das ist alles, was wir in Hefe brauchen. Wir nehmen da für unsere Bügelflasche, nehmen unseren Ding, da kommt jetzt die komplette Hefe schon mal rein. Dann machen wir Zitronensaft, ja, den kann man frisch machen oder jetzt in dem Fall halt aus dem Ding. Einen Esslöffel voll hinein, nehmen das, was wir da abgeseit haben. Packen das komplett in die Flasche. Ja. Ist jetzt warmes Wasser. Ich kann also meine Hand noch reinstecken, spüre aber, dass warm ist. Und fülle die Flasche damit auf. So, ist mehr oder weniger schon das ganze Geheimnis. Flasche zu, Affe tot, einmal durchschütteln, durchmischen. Jetzt haben wir da drin den Sirup, den wir uns selber gemacht haben, aus dem Ingwer und dem Zucker. Wir haben ein Wasser drin und wir haben ein bisschen Hefe mit drin. Diese Hefe, sie produziert Kohlensäure. Dafür ist diese Hefe da jetzt eigentlich drin. So, das Ganze wird jetzt bei naja, normaler Zimmertemperatur in einem einigermaßen dunklen Ort, also ich steige es in einen Schrank ein, 3 Tage lang stehen lassen und dann sollte sich da drin eine feinperlige Kohlensäure, deswegen ist es ja bloß ganz wenig Hefe, gebildet haben. Das merkt ihr dann, wenn ihr das Ding aufmacht und es macht flupp. Stehen lassen. Das heißt, wir haben jetzt eine Flasche Ingwerbier gemacht. Wir nennen es Ingwerbier, Ingwerlimonade von mir aus auch. 3 Tage stehen lassen und das Ganze ist fertig. Ja, soll es auch schon gewesen sein. Das längste, was ist wirklich den Sirup 1 Stunde stehen zu lassen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn ihr was lernen wollt, wenn nicht, dann hoffe ich, dass, keine Ahnung, warum ihr es so geschaut habt. Ich hoffe,
vielleicht mal, dass der eine oder andere ihn auch macht. Da hat mich gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat, wie es euch gefallen hat, ob es funktioniert hat. Und dann bleibt mir bloß dazu sagen, bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, weil es habt bloß eins. Pfiat euch, der Fall, oder?